Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Empyrion mit eurem Manulu. Schön, habt ihr eingeschaltet. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid alle gesund und gefräßig. Wie ihr hier seht, ich bin allein. Ich bin allein auf diesem fremden Planet. Ja, dumm. Das Spiel hier kann man im Moment noch nicht. Das kann man nur online spielen über Hamachi. Und ich habe ein riesen Hamachi-Problem. Ich bringe das einfach nicht mehr zum Laufen. Und das jetzt, es hat heute ein riesengroßes Update gegeben. Es hat, wie ihr hier seht, ganz einen neuen Startplanet. Er ist jetzt auch ein bisschen grün und da können wir dann auch noch ein bisschen erkunden. Und es hat auch schon sehr, sehr viele neue Sachen gegeben. Es hat neue Planeten gegeben. Der ganze Himmel ist neu. Ich bin gespannt, was jetzt da alles auf uns zukommt. Ich mache jetzt mal ein paar Folgen alleine. Wenn das Hamachi wieder mal sollte gehen, hoffentlich wird Minimum der Spanky Ham wieder dabei sein. Aber bis dann müssen wir ein bisschen alleine durchziehen. So, wir mal schauen. Das ist ja unser abgestürztes Raumschiff. Wie sieht eigentlich die Map hier aus? Sieht man da schon etwas? Oh, das Heiland Donner. Ah, viel. Ich glaube, Wasserproblem hat man hier nicht. He? Es gibt neu auch einen Planet mit Atmosphäre. Ich weiss nicht, ob das der ist. Aber ich glaube es nicht. Ich nehme jetzt da mal das meiste Zeug mit. Den lasse ich noch da, Sauerstoff. Wir müssen als erstes das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das brauchen wir alles nicht. Ja, das Medikit könnte man vielleicht noch brauchen unter Umständen. He? Also wie man sieht, das Oxygen geht ach, das ist auch nicht der Planet. Das lassen wir noch die alles da. Das lassen wir auch noch die alles da. Jetzt muss ich noch die etwas umstellen. Weil solange ich nicht fliege, mit den Controls ist es mal komisch. Wo ist es hier? Da, Open News. Muss ich einfach auf E haben. Aber sobald wir fliegen, muss ich das wieder wechseln, weil E ist nachher Rotate. Mit Q tut man das Schiff links kippen und mit E tut man es rechts kippen. So, Fuel Tank. Da müssen wir ein paar Sachen rein tun. Da hat der muss Strom. Nachher müssen wir als erstes den Wassergenerator setzen. Und dann suchen wir jetzt das schön. Oh, das sieht schön aus dort. Und da ist zwar auch eine schöne Bucht. He? Oh, hier ist schön. Ich glaube, wir tun das hierher. So. Das Menü ist auch nicht. Hey, Entschuldigung. Wo ist das Menü? Inventory. Nein, Tabulator. So. Ist schon gäbiger. Das ist mal ein bisschen in der Nähe. He? Okay, dann wir mal ins Wasser. Zack. Weil der tut Oxygen produzieren, sprich Sauerstoffflaschen. Aber da muss man natürlich Fuelpacks rein tun. Das produziert der nichts. Einen Core haben wir auch schon. Was mich ein bisschen irritiert beim letzten Start. Da geladen, ja. Beim letzten Start hat man noch einen Wassergenerator geschenkt bekommen. Ja, man kann jetzt so scheint ein geschlossenes Luftsystem machen, wo man den Helm abziehen kann. Aber das versuche ich jetzt hier nicht. Die haben mich da nicht, mich da nicht dafür. Ja, dann machst du einfach zack und du bist mal tot. Die lassen wir noch hier. Da ist wirklich kein Wassergenerator mehr zum Start. Eieiei, schade, schade. Okay. Ja. Wir schauen jetzt wenigstens ein paar Startmaterialien. Da ist der Fuel Tank. Constructor. Da tut man nachher die Sachen herstellen, die man da ein bisschen braucht. Da machen wir alles drin. So. Was wir als erstes brauchen. So einen Core haben wir. Mit diesem Core, den braucht man für
das Grundgerüst für seine Basis. So. Und in diesem Konstruktor kann man eigentlich recht viel machen, aber eben gleich auch wieder nicht. Also, für nachher richtig gross zu machen, muss man schon einen richtigen Konstruktor haben, grossen. Oh, schön, 300, oh, da haben wir schon ein paar machen. Da mache ich jetzt 10. 20. 30. Wir müssen zuerst noch die anlassen. Nachher, wie ist es aber gegangen? Ich glaube, P drücken, ja. On. Geht das schon? Muss ich hier? Die Schau, hat der produziert? Ja, der produziert. Schön. Auch Fuel Packs. Das braucht es halt. Braucht man immer wieder überall. Also schauen, dass man immer genug Fuel Packs hat. Ich gehe jetzt auch heute wieder den hier mal richtig füllen, unseren Sauerstoffgenerator. Weil Sauerstoff, das ist am Anfang das Wichtigste. Konzentriert euch noch, schaut, dass ihr Sauerstoff machen könnt, weil der geht nicht so dermaßen schnell aus. Und es braucht eben gleich ein Minütchen, bis seht ihr jetzt drauf. Ja, gute 3 Minuten für eine Sauerstoffflasche. Gut, wenn man allein ist, geht es noch. Im Moment ist ja noch das Problem, wenn man mit mehreren spielt, mit der gleich nur ein Escape-Pot, wie da vorne ist. Und dann muss man sich eigentlich der ganze Start muss man sich nachher teilen. So, also, was produzieren wir? Als erstes brauchen wir so, so, das wird jetzt ein Produzieren geben, ein Hin und Her. Oh, da haben wir noch etwas vergessen, noch Silikon. So. Okay, mit was fangen wir an? Mit Blöcken. Und zwar den. Da brauchen wir Metallplatten. Gut. Da seht ihr immer, wenn man zum Beispiel hier auf das geht, da sieht man nachher rechts, was man braucht. Also brauche ich jetzt 2 Metallplatten. Metallplatten findet man nachher hier. Metallplatten, eine Metallplatte braucht 5 Eisen. Da haben wir zum Glück genug. Da machen wir mal 100, 150. So. Okay. Nachher als nächstes brauchen wir. Da können wir den herstellen, gut. Grosser, seht ihr da, Large Constructor, Small Constructor. Okay, da brauchen wir das Zeug. Computer, Control Device. Okay. Computer. Control Device 2. Ja. Copper. Habe ich gar keinen Copper? Ich habe gar keinen Copper. Ich muss ja noch ein Zeug holen. Ei. Okay. Okay. Naja, ganz dringend. Ganz dringend brauchen wir Copper. Okay. Das heisst, Drill Charge habe ich schon. Da habe ich noch 2 dabei. Etwas essen habe ich. Das Oxygen lenkt noch. Das heisst, wir gehen jetzt mal Silikon. Brauchen wir noch nicht. Eisen brauchen wir auch noch nicht. Wir haben jetzt Eisen gefunden. Eisen ist da drin, okay. Dann kann ich mal ein bisschen in die Richtung. Ah, das ist schon ein ganz schöner Planet. Also, mir gefällt das richtig. Das ist ein geiles Update hier. Wow. Corn Dogs. Ein bisschen etwas zum Essen. Seht ihr das? Nicht. Schaut nach mal das 3D-Blümchen an hier. Ah, lustig. Das ist Eisen. Eisen haben wir noch genug. Copper. Nice. Okay, schon sind wir fündig geworden. Ich muss nachher einfach ein bisschen im Zeug mal laufen. Also, es scheint auch neue Tiere gegeben haben. Also das hier oben, das kennt man. Das ist ein... ja, ich würde zusammen sagen, das ist ein Vegetarier. Der macht dem nichts. Das sind ganz liebe Tierchen, bis man es angreift.
Ah, die Türme hat sie ja. Denen würde ich nicht zu nahe, diesen Türmen. Die Selbstschussanlagen, da fehlt ihr gerade. Auch gerade am Anfang, also da müsst ihr nicht wirklich... Was ist das? Cobra? Ah, Prometheum auch gefunden. Nice. Prometheum nach der Dunger. Copper haben wir hier. Ah, dort ist der Mond am Aufgehen. Der da so schreit, das ist der Fegi. Ich glaube es auch. Ist jetzt eh noch... Ich habe jetzt nur auf Fegis gesehen. Oh, das Prometheum ist gerade auf einer eigenen Insel dort. Oh, was für eine geile Welt, hä? So, dann gehen wir einfach mal den Copper ausbuddeln. Wo gehen wir jetzt echt gescheiter dazu? Hier ist gut, okay. Und dann hat man nachher so einen Drill Charge. Mit dem Drill Charge holt man sich einfach in die Berge rein. Was wir halt noch gerne machen, sind so Zugänge. Weil, mir ist das schon passiert, dass ich keinen Ersatz hatte zum Nachladen vom Drill Charge. Und dann bin ich so tief unter, dass ich mit meinem Jetpack nicht mehr rausgekommen bin. Ja, da hat man erst ein Problem, das Licht ist. Oh, das Kopper ist schon recht weit weg, ja, ist ein bisschen weiter vorne. Ja, das ist fast ein bisschen weit weg. Mal schauen, wie es von hier aus sieht. Oh, das ist einfach tief im Boden. Ja, hier. Ich muss diesmal angraben. Wenn es euch zu laut oder zu leise ist, sagt mir es. Hier noch raus. Ich glaube, wir machen hier ein kleines Duel noch. Geht noch ein bisschen gäbiger. So. Jetzt geben wir dir etwa das Copper. Hallo da. Da kommen schon die ersten Käfer. Das Spiel macht unglaublichen Spass. Also auch alleine macht es unglaublichen Spass, das Spiel. Man kann so viel machen, schon jetzt, weil es Pre-Alpha ist. Das ist genial. Und man kann andere Planeten bereisen, riesen Raumschiffe machen. Aber bis wir natürlich ein Raumschiff zusammen haben, das kann ein Minütchen gehen. Das kann ich schon jetzt sagen, also das geht ja nicht so schnell. Es braucht schon extrem viel Material. Man muss halt am Anfang sich nicht auf ein Raumschiff konzentrieren. Man muss zuerst sich ein bisschen für andere Sachen, man muss zuerst schauen, dass man genug Essen hat, dass man genug Sauerstoff hat, dass man genug von diesem, genug von einem, genug von jedem hat. Das ist schon wichtig, auch hier ein Fehler, man denkt eine Sache nicht. Und man vergisst jetzt am Anfang zum Beispiel der Oxygengenerator. Und wenn man den vergisst, mit am Anfang schon ein paar geschenkt bekommen, aber das geht dann schnell. Also, jetzt, wenn ich nur hier eigentlich rumstehe und hier den Drill Charge brauche, das ist kein Problem. Aber wenn ich da ein bisschen vom Zeug rumsäckeln, dann braucht er recht schnell Sauerstoff, wenn man dann plötzlich nur noch einen hat und shit, ich habe keinen mehr, jetzt muss ich noch den Oxygengenerator produzieren und hey, haben wir also auch schon gehabt, also wir sind auch schon erstickt. Aber was zum Glück noch praktisch ist, man kann in der Nähe von seinem Ecke, wo man gestorben ist, kann man wieder spawnen. Also das ist auch noch praktisch. So, wenn du auf einem... Gut, das ist eben uns letztes Mal zum Verhängnis geworden. Der Spanky, das ist so ein genialer Schiffsbauer.
Also Raumschiffbauer. Der hat sich da ein Raumschiff bauen. Dann sind wir vom Planeten abgehoben. Sind auf dem Mond. Ich glaube, wie hat man vorhin gesehen, ich glaube, der hier ist es. Auch dort. Dann der gelandet. Respektive sind wir dort vorbei. Dann haben wir ein abgestürztes Schiff gesehen. Ich dachte, oh, das gehen wir jetzt looten. Und dann hat es plötzlich auf uns schiessen. Spanky hat zurückschiessen. Dann hat uns der Cape bereicht mit einer riesen Photonengranate oder weiss nicht was, Laserkanone. Und wir waren zu zweit im Schiff. Der Spanky allein im Cockpit. Ich hatte so ein Passagiercockpit. Dann ist er explodiert im Cockpit. Ich bin alleine im Gäste-Cockpit gehangen und dann hat es geheißen, ich kann nicht aussteigen, solange der Motor läuft. Ich konnte nicht vorne wechseln, ich konnte nichts machen. Also ich musste warten, bis ich gestorben bin. Und dann habe ich auf einem fremden Planet Spawnen in der Nähe, wo du gestorben bist, gedrückt. Und dann bin ich einfach, und der Mond, das ist die dunkelste Nacht, also da, wenn du kein Licht dabei hast, aber da siehst du einfach nichts. Da siehst du nicht mal einen Hang vor Augen. Und ja, natürlich nichts mehr Essen gefunden, das abgestürzte Schiff nicht gefunden. Ja, dann wieder gestorben. Also wenn ihr mal so weit seid, dass ihr ein Raumschiff bastelt, dann schaut, dass ihr es gut schützen könnt, vor allem euer Cockpit. Und wenn ihr das Cockpit wegknallt, dann ist es fertig. So, wie viel Copper haben wir gesammelt? Das geht, hä? Dann haben wir noch ein bisschen. Alles möchte ich eigentlich nicht gerade nehmen. Ich sollte doch ein bisschen auf mein Oxygen schauen. Vor allem ist die düsterste Nacht. Ich gehe wieder zurück. Ah, das ist noch gar nicht so Nacht hier. Da ist das Escape-Part. Ist noch irgendetwas unterwegs und wir müssen mitnehmen? Ich glaube es nicht. So, zögeln wir mal retour. Ja, ich freue mich dann schon wieder, wenn der mein Hamachi wieder geht und der Spanky dabei ist. Entschuldigung. Auch das Jetpack ist wieder so gäbig. Und wenn man das richtig einsetzt, da ist man eigentlich noch fast schneller, als wenn man säckelt. Also was ich gerne mache ist, wie gesagt, das Speed unten links. Wenn ich jetzt einfach laufe, habe ich 3,8. Wenn ich säckle, 9. Mit Jetpack komme ich auch auf 9. Aber das braucht kein Stamina. So, ist das noch ein Produzieren? Oh, das ist der Container leer. Zum Glück haben wir genug Fuelpacks produziert. Hahaha, füllen wir den eben. Wieso hat er 2 gebraucht? Ist noch ein Produzieren? Nö. Muss ich den wieder anlassen? Oder läuft er? Läuft gut. Ah, jetzt steht sogar, was alles drinnen ist. Nicht schlecht, okay. Und eigentlich alles hier im Schiff, was man braucht, kann man alles ausbauen. Machen wir mal. Nein, halt. Habe ja schon genug. Das habe ich nicht gesehen. Ei. Okay. Crushed Stone rein, Copper rein. Was haben wir gesagt? Jetzt brauchen wir Control Device. Ah, das brauchen wir zuerst. Aus dem Copper Ore müssen wir jetzt natürlich noch. Was ist das Neues? Oxygen. Ah, die neue. Was? Small Oxygen Bottle. Also aus 2 Oxygen Bottle kann man eine Small Oxygen. What? Color Tool. Okay.
Jetzt müssen wir auf einmal Barren machen. Barren. Copper. Es gibt 40, hä? Da. Voilà. Derweil, wenn das am Machen ist, gehen wir schauen, wie es im Sauerstoff geht. Hat also vor allem bergab ist man extrem schnell mit dem Jetpack. Da füllen wir wieder. Ha! Schon wieder 8 produziert. Schön, schön. Ein bisschen Alien Plasma nehmen wir auf einmal. Ich weiß jetzt zwar nicht auswendig, für was es das ist, aber man kann nie zu viel von allem haben. Es gibt zwar recht viele Sachen, die spoilen. Vielleicht sollte ich mal so Corn Dogs und so mal essen. Aber das hat auch einen Spoil-Time, das Ganze. Also hier Alien Plasma nicht. Okay, Purge Time, ja, 41. Wenn er auch das hat. Copper. Das ist jetzt aber nicht die Ernst. Ist es das? Der Anulu wird der Mann einen Riesen lassen. Ist das wirklich kein Ernst? Habe ich wirklich 300 Barren Copper schon dabei? Ja, no. Ja, der hat jetzt auch gesagt, wie das funktioniert mit dem Abbauen. So, aber dann müssen wir jetzt auch keine mehr herstellen. Voilà, dann können wir nämlich direkt an die Blöcke gehen. Dann machen wir einfach mal 10, 20, 10. Wir machen 10. So. 20. Nachher brauchen wir das Wichtigste, ein Konstruktor. Also 2 Computer, 2 Control Device. Okay. 2 Computer und 2 Control Device. 1, 2. Computer. Wow. Okay, dann brauche ich noch ein Control Device mehr. 2 Metallkomponenten. 1, 2. 2 Kabel. 1, 2. Und 2 Electronics. So. Jetzt ist das auch schön brav am Produzieren. Hier beim Raumschiff hat man im Fall hier auf dieser Seite nachher den Oxygentank. Aber ich kann eigentlich gut mal das Licht herstellen. Dann haben wir da auch ein bisschen Light. Tue ich das so? Wieder auf der anderen Seite. Und zwar hätte ich das eigentlich so. Noch lieber. Ha! Jetzt haben wir Licht. So. Hier ist der Oxygentank. Da könnt ihr die Oxygen-Bottles drin tun. Und dann könnt ihr einfach hierher stehen. Hallo? Hallo? Was ist jetzt? Du willst mich verarschen. Etwas ist da nicht gut. Wo liegt denn da jetzt das Problem? Funktioniert der nicht mehr? Das wäre ein bisschen dümmer. Das wäre dann dümmer, wenn der nicht mehr ging, Jungs. Okay. In dem Fall, den muss er pressieren. Den muss ich jetzt schwer pressieren. Ich tue einfach mal ein paar Sachen in Sicherheit. So. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen dümmer, Jungs. Das sollte nicht dann nicht passieren, dass es nicht funktioniert. Den brauche ich ganz dringend. Das kann man gar nicht machen.
Shit. Oxygen-Tank. Zwei Computer muss ich haben. Shit. Ja, no. Dann wird es jetzt leichter schwierig. Dann haben wir jetzt ein leichtes Problem. Shit. Okay. Noch 2 Electrics. Ah, das ist verdammt doof. Ja, das wird knapp. Die nicht verlieren, so viel. So. Okay. 2 Computer haben wir. 2 Control, 5 Elektronik. Okay. 2 Control. 1, 2, 3, 4, 5. 10 Metallkomponenten, die haben wir. 4 Kabel, 2 Motoren. 1, 2, 3, 4. Ja, das längt niemals. Wir werden so dermassen für... Hier setzt sich noch ein. Das sollte doch gehen, hey, Lattanner. Ich verstehe das jetzt wirklich nicht. Eigentlich noch nie ein Problem gehabt. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Aber ich glaube... Jetzt machen wir hier ein kleines Folgenpäuschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Daumen hoch da und schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Merci fürs Zuschauen. Tschüss zusammen, euer Nulu.